bin am Ende. 7 Kilometer ungefähr. Geht nichts mehr. Akku leer, Ende. Okay. Oh, Sina, das Gesicht. So geht's mir auch. Also, heute ist ja der Tag der Wahrheit sozusagen. Heute ist ja der Wettkampf, der Bickendorfer Bütchenlauf. Und ich habe ultra schlecht gepennt. Nämlich so, als ob ein Bagger über mich drüber gerollt wäre. Keine Ahnung, Aufregung oder was weiß ich was, aber bin sau wach geworden. Ja, schon mal ein Motivchen gemacht. Den trinke ich jetzt mal noch gemütlich. Ich gucke, dass ich noch genug Wasser trinke. Dass ich schön hydriert bin, bis es losgeht. Also wir haben jetzt, was haben wir? 8 Uhr haben wir. Ich muss auch schon sagen, dass ich ein bisschen nervös bin. Und hat so gestern Abend hat's angefangen. Gestern Abend habe ich auf der Couch gelegen, noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und da hat es schon angefangen. Da ging das Kopfkino los. Da habe ich schon gedacht, oh, wie fange ich schon an zu laufen? Dusche direkt durchdrücke oder machst du sie erst noch ein bisschen lockerer und dann hinten raus ein bisschen mehr. Und so Sachen. Und das ging jetzt die ganze Nacht so. Oh, ich mach ganz schön durch den Wind aus. Ne? So ist das, ne? Ich fühle mich jetzt eigentlich relativ aufgeregt. Ja. Ich bin hier gerade mein Zeugs am Zusammenpacken. Es sind aber ja schon spät dran, wir sind gleich los. So, jetzt sind wir hier gerade in Bickendorf angekommen und ich habe echt schon eine Kackstift hinten drin. Jetzt kommt die Nervosität langsam so richtig raus. Da hinten, Lina? Da ist schon ein Stückchen von der Laufstrecke. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal meine Startnummer holen gehen, weil die habe ich auch noch nicht. Die 2 Boys sind auch dabei. Hau auf. Ich habe ein ganz komisches Gefühl im Magen. So, ich habe gerade noch meine Startnummer geholt. Ein T-Shirt ja nicht auch noch dazu gekriegt. Ziel gelaufen. Schnelle Frauen. Auf die 1493. Irre schnell. Ulrike Bietzel. Herzlichen Glückwunsch, Ulrike. So, ich gucke mal gerade, dass ich mein Nummerchen doch feststehen. Gerade zu einfach. So, guck mal hier. Das ist meine Urkunde. Alter, Halmor, dein Maul. Das ist die. Das ist meine Urkunde von 2015. Da bin ich. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Auf jeden Fall 1 Stunde und 7 gelaufen. Und 34 Sekunden. Das ist das, was ich heute halt schaffen will. Ne? Besser geht es nicht. Die muss ich heute irgendwie toppen. Egal wie. Wenn man das Bein abfällt, dann laufe ich nur mit einem Bein. Der war ja nochmal erzählt, der Kerl. Ist so eigentlich wie beim Marathon hier. Ja. Das Vorspiel zum Köln-Marathon. Noch Viertelstunde. Und dann geht das Ding los. Ich kann noch ein bisschen am Warm laufen. Startnummer sitzt. Das Bläschen ist leer. Ich habe mich gerade noch so in ein Schild gestellt und eine Bibi gemacht. Ulrich, das kennen. Ulrich hat es ja schon mal erzählt. Kann ich noch ein bisschen dehnen. Und dann würde ich sagen, ziehe ich mal die 10 Kilometer da runter, ne? Allop. Stehen sie schon alle gar. Ich stelle mich auch gleich mal dabei. Ja, ich stelle mich nach oben. Neuer Teilnehmerrekord. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15. Auf der ersten Runde unterwegs sind, überbringe ich das Führungsfahrrad. Ein Jubiläum in Bickendorf. Kölsche Lauftradition wird hier gelebt. 2000. Und dann die junge Dame, die 15-14 Julia Tanz. Endstunde und 3 Minuten. Bist du drunter?
4 Minuten, ja. Großartig, 10 Kilometer laufen. Wolltest du auch noch mitlaufen? Hallo. Was ist denn, Boy? So, das waren die 10 Kilometer. Tschüss. Ganz toller Besuch bekommen von dem. Ich verlinke euch mal das Profil. Das ist ein ganz verrückter Typ. Schön. Ja, es war anstrengend, aber ich erzähle euch nachher noch ein bisschen was darüber. Ich muss aber erst mal ein bisschen runterkommen. Da bringen sie mal schon ein Getränk. Auf den Tod, Tod. Was hat der Boy gesagt? Ich habe kein Wort verstanden, dann kam eine Cola vorbeigefahren. Okay, bis später. So, ich war mich mal jetzt dusche, ein bisschen frisch gemacht und jetzt langsam merke ich auch, wie es mich zermürbt, sag ich mal. Ich sage mal, wie es war. Die erste Runde, also es waren 4 Runden, a 2,5 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, dusche direkt von Anfang an, richtig Petze. Und ja, ich dann da halt, ne, wie ich so bin, direkt von Anfang an da rausgepratzt. Und die Euphorie und die Adrenalin, die man da hatte, merkst du, dass du nicht, dass du Miet wäscht. Das ging dann 2 Runden gut, also so 5 Kilometer in unter 30 Minuten, das war richtig cool für mich. Und dann kam aber der Hammer. So 2,5 Runden und dort noch habe ich dann gemerkt, oh je, die Beine gehen taub. Der Atem hat nicht mehr richtig funktioniert, aber man muss auch dazu sagen, dass es bestimmt nochmal 27, 28 Grad war. Ne? Also, und die Strecke war sehr, sehr sonnig. Ne? Also war wenig Schatten. Und ja, dann habe ich so ab der 2,5 Runde bin ich gelaufen, dann habe ich gemerkt, wie es mich langsam anfängt, so richtig zu zerreißen. Dann habe ich gedacht, komm, schraubst du Gang runter, machst die 3. Runde ein bisschen langsamer, damit du in der 4. Runde nochmal so richtig rausdrücken kannst. Und ja, scheiße war. In der 4. Runde habe ich gedacht, dabei kommt er mich holle. Da, von unten der Deibel. Die 4. Runde habe ich dann noch so mit Ach und Krach über die Bühne gekriegt. Und ja, Fazit, man kann eigentlich sagen, die ersten 2 Runden waren gut und dann hat es immer mehr nachgelassen. Also, ja, für 5 Kilometer wäre es super gewesen, aber 10 Kilometer war dann einfach, war das Saft irgendwann für in dem Tempo, wie ich am Anfang angefangen habe. Ja, ich schwätze schon noch mal so viel, ich weiß. Auf jeden Fall, ich bin aber 4 Minuten schneller als letztes Jahr gelaufen. Also 1 Minute und 3, 1 Stunde und 3 Minuten und noch ein paar gepetzte. Und man muss auch dazu sagen, es war gut Stück heißer als letztes Jahr und ich hatte mindestens 10 Kilo mehr auf der Rippe. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich unter die Stunde komme, aber 1 Stunde, 3 Minuten und ein paar gequetschte, das ist auch okay. Ja, so viel dazu. Ach so, ja, hat mich gefragt, was sah ich denn da, weil... Ja, und ich meine, der Vlog, da kommt ja jetzt erst später. Ihr seht das ja alles erst später, aber ich sage jetzt hier schon mal Dankeschön für die ganzen Leute, die mir Glück gewünscht haben und die auch da waren und mich angefeuert haben. Und es hat mich sehr gefreut und hat mich natürlich auch noch mal ein bisschen gepusht. Und ja, ich werde mir jetzt mal gleich noch was richtig Geiles bestellen, weil wie ihr wisst, esst der denn das sehr gerne. Und mir schwebt doch so diverse Burger-Variationen vor, inklusive Pommes mit Mayo. Kennen ja alles, ihr wisst ja, wie ich esse. Aber ich tue es diesmal nicht filmen, ich bin dabei, mir an Sonntag, ich mache mal ein bisschen Ruhe dabei. Ich jetzt sagen, wir sehen uns zum nächsten Vlog. Schön, dass ihr dabei war. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Däumchen oben drücken und wer sogar YouTube-Account hat, der kann da ohne das Abo drücken. Wäre auch eine feine Sache, aber ansonsten, seht ich sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog. Halt die Ohren steif. Ale. Das ist also das Barbecue Burger, Cheese und Pommes. Das ist ja gar nicht hell genug, Schatz. Ich wollte noch einen für die Pommes. Die Endorphinausschüttung, wenn ich doch das esse, sehen und esse. Ich bin richtig glücklich.